Das ist die erste Tagshow der Woche. Freut mich, dass Sie heute dabei sind. Eine junge, attraktive, sehr erfolgreiche Frau. Die erste Chefin vom ältesten Schweizer Filmfestival, das in Solothurn. Jetzt ist sie bei mir im Studio und jetzt wird man sie kennenlernen. Danke sehr, Raina, dass du gekommen bist. Wer bist du? Ich bin Raina Rohrer, seit 3 Jahren Chefin der Filmtage, seit vielen Jahren im Bereich Film tätig und sollte ich auch immer sagen, ich bin die Mutter von einem fast 17-jährigen Sohn. Fast 17. Also gut, wir reden über all das natürlich. Du bist vor allem eine Tochter von 68er Eltern, und zwar Hardcore 68er Eltern, so wie ich das gelesen habe. Was hat dich das beeinflusst, in welcher Richtung? Ja, ich weiss nicht, ob man Hardcore sagen kann, aber ich bin auf jeden Fall aufgewachsen mit viel Ideologien. Ja. Viele Ideologien, die aus dieser Zeit kommen. Wir haben nicht Fernsehen schauen. Also ich bin darum auch überhaupt keine Expertin von der Fernsehgeschichte. Ja. Ich schaue noch heute wenig Fernsehen, muss ich sagen. Ja. Wir haben nicht mit gewissen Spielsachen spielen. Wir haben ganz viele verschiedene Anhaltspunkte gehabt, wie man das Leben leben darf. Genau. Aber Paffen haben die Eltern locker vor euch, oder? Also, das war ein bisschen unterschiedlich. Ui. Mein Vater schon, meine Mutter nicht. Genau, also gewisse Sachen hat man nicht gemacht, genau. Gewisse andere Sachen hat man gemacht. Genau. Und du bist eigentlich eine sehr Tiefige gewesen. Das haben wir also herausgefunden. Haben wir da einen alten Filmausschnitt aus 1995 gefunden, vor fast 20 Jahren. Damals hat es noch kein Internet gegeben, sondern www, wie du es genannt hast. Mit dem Daten Informationen holen. Ich tue für die Schule manchmal Vorträge damit vorbereiten. Ich tue vor allem auch bei Musik. Ich kann Noten herunterladen, ich kann Text herunterladen. Also bist du also ziemlich wiff dort? Also wirklich, das hätte ich eins geraucht, aber... Nein, aber gleich. Du hast also gemerkt, da kommt etwas Grosses von uns zu. Ja, es war recht lustig. Wir haben, am Anfang des Internets haben alle so davon geredet. Und ich war dort 95 oder 94 in Amerika. Das war schon ein Ding. Und dann bin ich zurück in die Schweiz und habe zusammen mit meinem Partner das Portal aufgezogen, Musik.ch. Und irgendwie bin ich in das reingekommen und alle haben gesagt, nein, das Internet, das wird nichts. Es ist ein Trend, es geht gerade wieder vorbei. Und es ist ja dann ein bisschen anders gekommen. Genau, der Rest ist schon bereits Geschichte. Du bist mit 19 Mutter geworden. War das der Plan? Nein. Nicht? Nein. Nicht. Und was dann passiert ist? Super gsi, also es war anstrengend gsi, aber ich genieße es bis heute. Ich habe jetzt nicht den Konflikt, den andere haben. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Bei mir war es definitiv ein Zeitpunkt gsi, sehr früh, aber ein zu früher Zeitpunkt im Nachhinein? Nein, ich finde für mich jetzt überhaupt nicht. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass mein Sohn in 2 Jahren Vater werden wird, fände ich glaube schon so mäßig toll. Mäßig toll, genau. Also es ist immer noch die andere Optik. Und es ist natürlich wichtig, dass man den richtigen Mann hat, der das irgendwie auch ermöglicht. Er hat es wie folgt formuliert. Wir machen zusammen alles. Also mein Sohn und ich, wir sind ein gutes Team, kann man sagen. Er ist bisher erfolgt und wir schmeißen den Haushalt, wenn der eine weg ist. Also er ist ein gutes Team mit dem Josiah und du bist meistens weg, wenn du das hörst. Du siehst nicht so glücklich drin, als er das gesagt hat. Oder? Ich habe schon viel gearbeitet, gerade zu dem Zeitpunkt. Das war kurz vor dem Filmtag. Ja. Nein, aber ich muss sagen, mein Mann der macht wirklich viel. Und meine Männer sind ein super Team. Und ich bin auch immer wieder in diesem Team dabei. Immer wieder. Ja. Aber ist es nicht so, dass einer von beiden muss ein bisschen verzichten? Und da ist jetzt einfach der Mann, ich weiß nicht, ob das als emanzipierte Beziehung gilt, weil er hat ja ein bisschen auf Karriere verzichten, ist nur Hausmann gewesen, Informatik etc. Und du hast die grosse Karriere gemacht, hast noch dissertiert etc. Hast also völlig dich im Beruf irgendwie ausleben. Ja, ich meine, es kommt immer darauf an, was man verzichten nennt. Er hat, also wenn man ihn fragen, dann würde ich sagen, er ist einer der wenigen glücklichen Männer, der mit seinem Kind sozusagen das aufwachsen konnte. Ich finde auch Männer, die jetzt nur 80% arbeiten, nicht per se schon Loser. 60%? Ich habe nicht gesagt, Loser habe ich nicht gesagt. Nein, aber ich sage nur, ich finde einfach, wenn man redet von Karriere... explosive Menschen in einer Beziehung. Ja, er ist anders explosiv als ich. Er hat das auch gar nie wollen. Er hat auch noch nie so den Drang gehabt, immer weiterzugehen. Er macht sein Zeug mit grossem Engagement, aber ich meine, man muss auch sehen, es gibt ja heute auch Fremdbetreuung von Kindern. Das war ein Glücksfall für dich, in dem Fall, dass er eben nicht so den gleichen Drang hatte wie du. Aber ihr kennt euch seit ihr 13 sind und dann habt ihr euch mal länger getrennt. Ist das dort die Zeit, wo du auf den Putz hauen und etwas nachholen?
Ich habe total auf den Putz gehauen in diesen Jahren. Ich habe alles ausprobiert, was man ausprobieren muss. Erzähl mal. Erzähl mal. Nein, ich meine, wenn man mit 19 Mutter wird, dann hat man eben den Vorteil, dass man gar nie kennengelernt hat, was Freiheit ist. Und, das ist ein Vorteil? Das ist ein riesen Vorteil, weil alle Leute, die mit 30 Kindern bekommen, die denken nachher, ui, und das kann ich nicht mehr machen, und das kann ich nicht mehr machen, und das kann ich nicht mehr machen. Und das habe ich gar nicht gehabt. Gut. Und wo unser Sohn dann 1,5 war, haben wir uns getrennt. Dann haben wir Verschiedenstes ausprobiert, jeder für sich. Und sind aber wieder zusammengekommen, wie wir eigentlich gefunden haben. Das ist super. Und eben, was hast denn du? Du hast es angesprochen, das war eine Steilvorlage, wo der Moderator gesagt hat, was denn, Serena? Genau. Also, ich habe natürlich probiert, wie das ist mit anderen Männern. Ehrlich? Ich habe natürlich ausprobiert, wie das ist ganz allein. Ich habe ausprobiert, wie das ist lang weg zu gehen. Ja. Aber eigentlich bin ich schon vorher immer lang weg. Wir sind uns wie nie so wir sind uns nie im Weg gestanden und darum... Ja. Gut. Ja, klar, wenn wir nicht zusammen sind, sind wir auch nicht im Weg. Nein, aber auch vorher nicht und auch nachher nicht. Also irgendwie hat sich dann doch gar nicht so viel verändert. Gut, also, und dann bist ja du bist eben so eine dynamische Person. Ich mache jetzt mein Studium. Und ich mache mein Studium nicht nur in Zürich, sondern gerade noch in Los Angeles. Und hast dann einfach da deine beiden Männer eingepackt und die haben einfach mitzügeln und das miterleben, wo du dann einfach an deiner Arbeit und an deiner Disc gearbeitet hast. Das stimmt, aber sie haben eben schon den Vorteil gehabt, dass sie vorher schon mal mit mir einfach ins Mexiko gekommen sind, wo wir auch gewohnt haben. Ja. Und sie haben das schon super gefunden. Und darum haben sie sich total gefreut, als ich wieder organisiert habe, dass wir noch hin können. Und eigentlich war es eine der besten Zeiten. Man hat Zeit für sich, man hat Zeit zum anderes erleben, man hat Zeit, um im Hippie Kalifornien eintauchen in ganz eine andere Schule. Ja. Und für uns war das eine super Erfahrung. Und ich würde sagen, der Josie würde sagen, das ist eine der besten Schuljahre in seiner gesamten Laufbahn. Okay, also dort ist dann die Faszination gekommen von Film, also ziemlich früh. Und du hast vorher schon ein bisschen angetönt, hast spezielle Eltern gehabt. Ich konnte als Kind nicht Fernsehen schauen und meine Eltern haben den Fernseher versteckt. Und als ich dann endlich mal dahinter gekommen bin, dass sie einen Fernseher versteckt haben, habe ich meine Mutter überschnurrt, dass sie uns einen Film zeigt. Sie hat dann leider den Film falsch aufgenommen und er hat am spannendsten Punkt aufgehört. Und seitdem habe ich eigentlich ein Trauma vom Wendepunkt, weil ich habe gemeint, es geht alles schlecht aus. Und in diesem Disney-Film wäre es dann gut ausgegangen, aber das habe ich nicht gewusst. Und so fühle ich mich heute noch häufig bei Filmen, dass ich ganz gespannt bin, was dann eigentlich kommt und wie es dann weitergeht. Das ist bis heute erhalten geblieben. Also was ist jetzt eigentlich das grössere Trauma? Dass du immer Angst hast, es gibt kein Happy End oder dass deine Eltern den Fernseher versteckt haben von dir? Definitiv, dass meine Eltern den Fernseher versteckt haben. Das war eine Doppelmoral. Das war einfach Doppelmoral. Sie haben Ideologie, Passen, alles. Aber von dir verstecken sie den Fernseher. Ja, und dann hast du ja nie. Grauenhaft. Ja. Gut, also dann bist du zu dem Film gekommen. Jetzt hast du einen Diss geschrieben, da bin ich jetzt also sehr überrascht gewesen. Und zwar über Low-Budget-Filme, vor allem so mexikanische Filme. Das kann man sich also nur grauenhaft vorstellen. Schmalz, dann irgendwie geht es um Sex und dann geht es um Gewalt. Und das müssen ja grauenhaft schlechte Filme sein. Und das hast du dir angetan? Ja, weil ich ja so unverbraucht war, weil ich nie Fernsehen geschaut habe und sonst auch nie so schlechte Filme gesehen habe, dass ich dann voll einsteigen mit diesen Art B-Movies. Und das ist wirklich eine unglaublich faszinierende, nicht nur Film, sondern wirklich auch der Produktionskontext. Das ist etwas, was man nicht kennt. Gut, und das hast du dir gemacht. Aber du hast dann so viel gelernt über Produktionsmechanismen, Drehbücher, Filme und so. Nie die Lust bekommen, selber mal einen Film zu machen, selber mal ein Drehbuch schreiben? Nein. Nein, wirklich nicht. Und das ist, glaube ich, etwas, wo viele Leute mich immer wieder fragen, wieso hast du nicht mal einen Film machen? Ja. Aber irgendwie, ich bin von meinem Charakter her bin ich wirklich, glaube, Vermittlerin. Ich bin die gerne die Filme an die Leute bringt. Ich bin die gerne, die gerne auch für Filmschaffende eine Plattform gibt. Und das ist so ein bisschen meine Kernkompetenz, auch mit der Sprache. Und darum will ich auch dort tätig sein. Okay, also du bist jetzt erst jahrelang, und dort haben wir uns ein bisschen kennengelernt, Pressebeauftragte in Locarno und bist dann vor 3 Jahren Chefin geworden von der Solothurner Filmtag. Die erste Frau dort. War ein bisschen Frauenbonus mit im Spiel gewesen? Ich weiss es nicht. Ich habe die Auswahl nicht gemacht. Aber kann man immer fragen bei Frauen. Aber es gibt auch Frauen, die wirklich etwas können. Ja, das kann das nicht unterstellen. Aber gleich, du hast das relativ erfolgreich gemacht, muss man sagen. Neuer Rekord, auch dieses Jahr wieder. Aber da gibt es ja dort vor allem Festivalfilme. Festivalfilm ist eigentlich ein Schimpfwort. Das sind Filme, die es nicht ins Kino schaffen. Und die meisten sind so. Und die werden mindestens an einem Ort sagen, zum Beispiel an deinem Festival. Aber das sind nicht die besten Filme, oder?
Das stimmt überhaupt nicht. Es ist so, dass leider mit der Digitalisierung der Kinos wirklich immer weniger Filme können überhaupt ins Kino kommen. Und gerade die Filme, die manchmal ein bisschen kantiger sind, ein bisschen gewagter, die kann man an Filmfestivals zeigen. Und das ist auch der Grund, wieso dass die Zuschauer bei den Filmfestivals, also nicht nur jetzt an den Filmtagen in Solothurn, sondern allgemein, dass die Zuschauer zunehmen, dass die Leute hingehen und Lust haben, sich radikalere Stoffe, radikalere Umsetzungen anzuschauen und dort auch wirklich einzutauchen. Gleich, aber da gibt es Regisseure, die machen das einfach nur Festivalfilme, die reisen dann von einem Festival zum anderen. Jetzt ist Filmmachen eine relativ teure Kunst, oder? Da macht man vielleicht einen Film für 2 Millionen und schauen dann vielleicht 500'000 Leute an. Also das habe ich jetzt noch selten gesehen, dass Ja. so wenig geschaut haben. Ja. Nein, weil die meisten Filme die machen ja dann nicht, die gehen ja dann nicht an ein Festival und werden nur dort gezeigt. Dann werden da Sondern- dann werden die noch irgendwie ausgeflogen, da irgendwie hochsubventioniert das Ganze. Auch noch die Regisseure, die dann hingehen dürfen und eben vor einem sehr speziellen Publikum ihren Film anschauen, wo es nie ins Kino schaffen wird. Ja, aber das ist ja immer das Problem. Also sagen wir, bei Filmen hat man immer den Mainstream, Ja. wo gross geschaut wird, wo alle hingehen oder viele Leute hingehen. Und dann hat man ein pointierteres Zeug, wie Ja. auch sonst in der Kunst. Und gerade Innovation oder auch Tendenzen, die kommen meistens aus dem heraus, wo eben noch nicht am Anfang von allen geschaut wird. Das kann gut sein, dass dann das irgendwann auch Ist von das vielen so? geschaut wird. Ja, zum Beispiel Episodenfilm. Episodenfilm hat man früher in Hollywood gesagt, das kannst du nicht machen. Mehr als eine Hauptfigur. Verschiedene Figurenkonstellationen kannst du vergessen. Das funktioniert nicht. Heute, Episodenfilm ist etwas, das immer wieder Zum kommt. Das ist eine Beispiel? Formel geworden. Shortcuts war der Anfang. Traumland jetzt im Kino. Das ist ein Film, der jetzt in der Schweiz gemacht wurde. Das ist ein Episodenfilm, der wunderbar funktioniert. Also man sieht ja vor allem Schweizer Filme, die stürzen sich auf Aussenseite. Das sind die erfolgreich. «Der Goalie bin ich» oder dann haben wir «Verdingbub» und so weiter, «Sister» etc. Haben die Schweizer einfach irgendwie Affinität zu Losers und wollen die im Kino zeigen und haben Angst vor anderen? Nein, ich glaube nicht, dass sie eine Affinität haben für Loser, aber ich glaube, Loser sind an sich spannendere Figuren. Wieso? Weil sie komplexer sind. Weil Helden, den Heldenmythos, den kennen wir, der ist immer der gleiche. Er macht seine Fahrt, er kommt zu er hat ein paar Widerstände, er hat ein paar Probleme und am Schluss wird sowieso gut. Ja, aber das ist doch nicht so. Ein Held hat auch seine Brüche und seine Niederlagen etc. Also in Amerika beispielsweise sind ja vor allem im Fernsehen, aber auch im Kino üblich heute die sogenannte Biopic. Also Biografie werden genommen und irgendwie in fiktionaler Form in einem Film zeigen. Bei uns gibt es das eigentlich nicht, weder im Fernsehen noch im Kino. Das finde ich also sehr schade. Du nicht auch? Ja, also es gibt schon Stoffe, die sich dazu eignen. Zum Beispiel der Akte Gröninger ist ja eigentlich so ein historisches Ja, Biopic, gut. das das ja macht. Aber ich denke, es ist wirklich, ich finde gerade, also sagen wir mal, der Goalie bin ich, das ist eigentlich schlussendlich auch ein Held. Ja. In der Anlage ist die Figur zwar als Loser angelegt, ist aber nachher am Schluss ja auch der, der das Publikum Gut, bezieht. aber es ist eine fiktionale Figur. Also, Ja. wenn man jetzt zum Beispiel sieht, du hast selber sogar angeregt, die Affäre Hildebrand, das wäre ein Ja, Thema. das wäre ein Macht Stoff. niemand. Oder die Bankengeschichten, die wir hatten, Ja. macht einer. Der einzige Schweizer Film, der sich auf so ein grosses Thema konzentriert hat, war «Grounding», also das Ende der Swiss. Ja. Und niemand anders hat es dann irgendwie nachgemacht. Aber was liegt denn das deiner Meinung nach? Weil du redest ja viel mit diesen Regisseuren. Also es liegt einerseits an den Produktionszyklen und andererseits am Rechtlichen und am Geld. Also das sind so die 3 Punkte. Also das Rechtliche kann man lösen, man kann sich Das Rechtliche- verfremden und so. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Genau, da gibt es immer wieder auch Initiativen. Ich muss einfach sagen, solche Stoffe, nur schon die Recherche, die ist einfach wahnsinnig teuer. Eben. Nein, also aufwendig und das Ja. will man sich lieber irgendwie nicht antun. Nein, aber das Problem ist auch, dass man im Moment grosse Stoffe aus der Schweiz aus allein noch nicht finanzieren kann. Man hat so ein oberes Limit Ja. an Budget, das ist um die 4 Millionen, Maximum, also eher 3. Und wenn man das nicht, also wenn man so etwas machen kann in diesem Rahmen, was im Vergleich zu Europa, zu einer grossen Produktion sehr wenig ist, dann muss man ausländische Fördergelder anholen. Gut. Und wenn man die hinholt, wenn man das schafft, die hinholen, dann muss man die Leute von dem Schweizer Stoff überzeugen. Gut. Aber trotzdem nochmal, ist es Ja. nicht ein bisschen so die Mentalität von diesen Autorenfilmen, die sagen, wenn ich mich mit einem Held irgendwie, oder vielleicht auch mit einem gefallenen Held abgebe, dann bin ich in meiner eigenen Szene ein bisschen unten durch. Wenn ich einen Loser nehme, dann finden das alle super. Ich glaube,
schon, dass es Leute gibt oder Autorinnen und Autoren gibt, die so denken, aber bei weitem nicht alle. Also ich meine, der Schweizer Film ist im Moment ja schon so breit geworden. Ja, aber das gibt es nicht. So ein Film, also auf schweizerische Dimensionen, Wolf of Wall Street Ja, oder das American Hustle, wo ein bisschen zeigt, wie ist der Mechanismus der Wall Street. Was sind das für... Könnte man doch an der Bahnhofstrasse machen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Oder? Ja. Da muss man gar nicht 20 Millionen Budget haben. Ja, man muss schon ein bisschen Budget haben, gerade für einen solchen Film. Und man muss sehr einen grossen Willen haben, um die Geschichte zu erzählen. Aber ich sage auch, also die Filme, die fehlen noch in der Schweiz. Und ich würde mich unglaublich freuen, wenn ich so Stoff wirklich auch auf der Leinwand sehen würde. Genau. Du hast ein Festival, es gibt mittlerweile 9 Festivals in der Schweiz. Immer mehr. Oder noch mehr. Ja. Also 9 grössere. Ja. Also unglaublich. Ja. Also unglaublich viel Geld da oben. Alles natürlich hoch subventioniert, wie die Filme auch. Und die Sponsoren zahlen die eigentlichen Einnahmen durch Zuschauer sind, glaube ich, 10 oder 12% und so. Ist das nicht ein bisschen too much? Es sind 20 bei uns, aber ja. Ah, ich kann auch es sind 12%. Der eigentliche Kino, aber das ist ja gerade nicht um Kino. Ich meine ja Sponsoren, oder? Das sind ja Einnahmen, die du dann beschaffen musst. Ist ein Teil von deiner Tätigkeit auch? Ja, ist ein grosser Teil von meiner Tätigkeit. Sponsoren bespassen und so. Bespassen ist das falsche Wort. Ich verstehe jetzt eher Sponsoring als eine Partnerschaft, wo jeder etwas überkommt. Und von dem her, nein, beplauschen nicht, nein. Gut, also, es hat ja unglaublich viele Diskussionen gegeben über das Geld im Schweizer Film. Es hat einen riesen Krach gegeben, 4 Verbände und so. In der Zwischenzeit hat sich das alles ein bisschen geleitet. Und jetzt ist Todesruhe gekommen. Und man hat das Gefühl, es wird jetzt alles ruhig gemischt. Du hast das auch ein bisschen kritisiert. Hat man dann das Gefühl, dass jetzt die richtigen Leute und die richtigen Projekte das Geld bekommen oder nicht? Man ist sich da immer nicht gleicher Meinung, das ist so. Aber man hat sich in der Filmbranche entschieden, dass man die internen Streit mehr intern auch austrägt und nicht mehr gerade an die Öffentlichkeit bringt. Aha. Ist das gut oder schlecht? Das finde ich gut. Weil ich finde, man muss mehr an einem Strick ziehen. Ich finde, man ist zu klein, dass man sich so verzetteln kann. Man muss wie eine Linie haben, wo will man mit dem Schweizer Film Also der Zustand ist jetzt eigentlich besser. Aber es hat jetzt etwas gegeben, das nicht so gut war, nämlich der 9. Februar. Ja. Und schauen wir uns doch an, wie das 10 von 10 darstellt an die heutige Situation. Die Schweiz nahm seit 2006 an dem EU-Filmförderungsprogramm Media teil. Das Programm fördert unter anderem die Vermarktung von Filmen, unterstützt Verleiher und bezahlt Beiträge an Festivals. Der Bundesrat wollte das Abkommen weiterführen, denn es lief Ende 2013 aus. Rund 6 Millionen Euro zahlte die Schweiz im Jahr. Umgekehrt flossen bis 2013 über 24 Millionen Euro in die Schweizer Filmindustrie. Produktionen wie More Than Honey oder Der Verdingbub profitierten von diesen EU-Geldern. Ohne dieses Abkommen würden Schweizer Filmschaffende ins Abseits gedrängt, sagt Peter Reichenbach, Produzent von Filmen wie Verdingbub oder Nachtzug nach Lissabon. Ja, für uns ist das natürlich ein grosser Schlag, das ist klar. Wir werden damit eigentlich mit unserem Filmschaffen von Europa abgeschnitten. Gut, also es ist zweiseitig eigentlich. Einerseits Produzenten, die Geld bekommen, um im Ausland Co-Produktionen zu machen. Andererseits Verleiher, die in der Schweiz Geld bekommen, um europäische Filme zu zeigen. Beides ist jetzt unterbrochen. Wie schlimm ist das aus deiner Sicht? Ja, das ist ein einschneidender Moment, muss man sagen. Das ist wirklich für die Filmbranche ein Verlust, ein grosser Verlust. Nicht primär wegen dem Finanziellen, ist man dran, eine Lösung zu finden. Aber der Verlust ist vor allem die Vernetzung, die mangelnde Konkurrenz, die entsteht zwischen dem Ausland und der Schweiz. Und wirklich, man verliert die Beziehungen, die man sich erschaffen hat, in Europa weit, die verliert man einfach wieder, wenn man nicht mehr dabei ist. Was hörst du so aus dem Ausland, was über die Schweiz denkt wird, jetzt in Bezug auf den Film und eben in Bezug auf die neue Situation? Ja, die sehen die Schweiz und die sehen die Schweizer Filmbranche nicht mehr als verlässliche Partner. Die sehen die Schweiz als ein Land, das man nicht mehr unbedingt im Programm haben muss, weil es ist eigentlich nicht mehr ein europäisches Land. Sie sehen die Schweiz wirklich auch als ein bisschen Rosinenpickerin, die probiert, gerade wenn es ihr passt, mitmachen und wenn es ihr nicht passt, nicht mitmachen. Und da ist jetzt ganz klar ein Zeichen von Europa, dass man das nicht akzeptiert. Vor allem die osteuropäischen Staaten sind, glaube ich, ziemlich sauer. Ja. Oder die erste. Politisch wird da irgendwie auch geschaffen. Das Entscheidende ist, dass die Schweizer Filme promotet werden in der EU. Also, dass man die Kultur von der Schweiz, den Schweizer Film im Ausland kann zeigen und eben dass er in alle Kino kommt. Und das fällt jetzt weg. Okay, also das ist die Situation, mit der wir umgehen. Und jetzt wollen wir schauen, was passiert. Das wird dieses Festival wahrscheinlich nicht so direkt treffen. Aber wenn weniger Filme in der Schweiz produziert werden, hast du auch weniger Auswahl. Ja. Also,
wegen diesem Abkommen werden nicht unbedingt weniger Filme produziert. Das Problem ist wirklich, dass die Diffusion viel schlechter wird passieren und dass die Stadien, die wegfallen, nämlich der Verleih, die Internationalität und die Entwicklung, meines Erachtens nach die wichtigen Phasen sind. Ganz früh, dort muss gut sein und nachher auch wirklich die guten Filme raustragen, das muss auch gut sein und das fällt leider jetzt weg. Okay, also, du bist ein Filmwissenschaftler, jetzt wollen wir mal herausfinden, was du wirklich gelernt hast. Mach einen kleinen Test, Ja, gib einen Preis, Gut. je nachdem. Du musst einfach möglichst schnell sagen, das ist der Film, Okay. vielleicht der Regisseur, vielleicht noch das Jahr, Okay, plus, gut. minus, Oh, das und wird wer sind die schwierig. Hauptdarsteller. Ja. Fangen wir mit etwas ganz Einfachem an für dich. You realize that I can take you away with me by Fernandes, Viva Zapata. Fernandes, was heißt Fernandes? Das ist der Regisseur. Ah, Emilio nein. Fernandes. Nein, das Oh, ist der Elia Schauspieler. Kazan. Ein Schauspieler Und ist wer- Emilio Fernandes. Und sie ist? Maria Dolores. Okay, also, und Marlon Brando. Gut, also, geben wir dir einen Punkt. Zweiter Film. Vous êtes deux idiots. Das ist Julie. Julie, c'est moi. Nein! Nein, Nein! Jules et Jim, Truffaut Jules, mit ja, dem genau, wunderbaren Truffaut, genau, Jeanne Moreau. genau, Kein genau. Punkt. Okay, nächste. Das ist ein bisschen mehr Filmgeschichte, aber das hast ja du auch Ils gelernt. ont vécu une grande histoire d'amour. Il revient maintenant à un rendez-vous fixé par elle-même. Und was könnte das Il va sein? l'emmener avec Ist lui. nicht so einfach, das weiß ich. Jamais été avec vous dans aucune chambre. Ne voulez pas vous souvenir. Okay, weißt du nicht? Nein, weiß ich nicht. L'année dernière am Marienbad. Ja. René. Von- ja, Genau, wo von- gerade vor kurzem gestorben ist. Jetzt wird es ein bisschen einfacher, glaube ich. Das ist sicher dein Bereich. Möglichst schnell. Einen schönen kalten Abend, die Herren. Ich bin Dr. King Schulz. Was denn für ein Doktor? Zahnarzt. In Ihrem Bestand befindet sich, wie ich höre, ein Exemplar, 12 das ich Years sehr a gerne Slave. erwerben Nein! What? Nein! Wie heißt du? Das ist eine andere Filmsprache, Frau Doktor. Ich weiß es nicht. Tarantino, Genau, Django Unchained. Unchained, Und der sorry. Schauspieler, den wir vorher gesehen haben, Sorry. der grossartige Christopher Waltz, ja, der ja. auch schon einen Oscar Jetzt gewonnen darfst hat. du mich nicht mehr länger planen. Jetzt, ja, Mama, es geht noch, du kannst noch aufholen. Jetzt, was ist das? Das ist es. Jawohl. Sorry. Ja. 12 Years a Slave. Genau. Stephen McQueen. Hast du gegüchselt oder hast du falsch Nein, geschaut? Oder so? nein. Schon fast, das ist der Fußballer Moldovan oder so. Nein. Also, 12, hast du ihn gesehen, den Film? Ja, den habe ich gesehen. Wie hast du ihn gefunden? Der hat mir extrem gefallen, aber ich habe ihn so hergefunden. Gell? Ja, ist also Man hat fast grauer, nicht ausgehalten. grauer. Aber es ist doch unglaublich, Ja. wenn eine Ja. Nation mit den Amerikanern sich Ja. so mit ihrer Ja. Geschichte auseinandersetzt. Ja. Ich habe mir überlegt, im Süden der Vereinigten Staaten, wenn die das anschauen, sagen, das sind unsere Vorfahren gewesen. Die haben die Schwarzen so behandelt. Wie geht man mit dem um? Aber da kann ein Film schon eine wichtige Ja. Rolle spielen. Ja. Oder? Ja. Also zur Geschichtsaufarbeitung und fürs Weiterdenken in der Geschichte, denke ich, wird der Film eine ganz wichtige Gut. Rolle Hat haben. auch einen Oscar bekommen. Sie Ja. hat übrigens auch einen Oscar bekommen, die Lupita Nyong'o. Gut, dann haben wir den noch. Haben Sie jemals intravenös Drogen injiziert? Das oder sind ist Sie auch, vielleicht hat einen homosexuell Oscar aktiv? bekommen, Ja. prämiert worden. Der Titel, er ist prämiert worden Jawohl. und Wie der heisst er? Titel ist nicht Nebraska, sondern Oh. Matthew McConaughey. Genau, Und der genau. Film heisst? Und der Film... Kann man da einen Punkt ich bin geben? nervös. Bist du nervös? Ja. Dallas Buyers Ja, Club. genau, Gut, super. jetzt allerletzt. Jetzt haben wir dich nicht mehr, Ja. aber jetzt wollen wir schauen. Das ist eine Serie. Das ist eine Serie. Und die ist heisst? von Netflix gemacht. Und die heisst? Das ist House of Cards. Genau. Und er heisst? Der Und Schauspieler? er ist Kevin Spacey. Kevin Spacey. Gib einen Punkt. Kann ich Kommst doch noch ein Pünktchen drei machen? Punkte. Du kommst einen Preis über. Das ist ein Bekannter. Schawinski-Preis. Ein Ist Schawinski-Oscar. ein, ja, ein Bekannter Gut. von meiner Familie, ein Mitglied. Ja. Oskar Schawinski. Sehr gut. Oskar. Kommst jetzt zu trocken. Aber ist jetzt das nicht irgendwie ein bisschen eine Revolution? Also nicht nur, dass die amerikanischen Serien kommen bei Fernsehstationen, sondern Netflix, wo das einfach direkt den Leuten schickt, wo man einfach Dramaturgie nicht in 2 Stunden oder in 90 Minuten bringt, sondern über 50 Stunden, 60 Stunden etc. Ist nicht das eigentlich die hohe Qualität? Ist nicht das die Zukunft? Also das ist Gegenwart schon. Das ist wahrscheinlich vielleicht auch Zukunft, aber es ist auf jeden Fall etwas, was ein wahnsinnig spannendes Phänomen ist, dass man so
konsistent und schnell kann, also und so langfädige Figuren kann entwickeln. Ist nicht viel spannender, oder? Ich meine, die Krimi, die 90-Minuten-Krimi am Fernsehen, die 90 Minuten, weißt du immer, es gibt einen Mörder und den finden wir. Und da geht das weiter und weiter. Und ob das Breaking Bad ist oder House of Cards oder Mad Men, ist nicht das eigentlich, was soll ich sagen, die höchste Kunst heutzutage, nicht mehr das Kino? Also auf dem Drehbuch schreiben schon. Das ist auf jeden Fall so, weil man muss Figuren so gut durchkomponieren. Ja. Das ist wirklich eine sehr hohe Kunst. Und ich denke auch, dass das wieder eine Rückkopplung wird geben fürs Kino. Meinst du? Ja, aber Kevin Spacey, das ist ein Oscar-Preisträger, der sagt, ich mache jetzt Fernsehen. Das hätte man sich früher nicht vorstellen können. Auf jeden Fall. Ja. Oder? Das ist eine neue Idee. Du bist jetzt Chefin von Solothurn mit 36, ist schon 3 Jahre. Das Leben ist noch gross und lang vor dir. Nächste Station Locarno. Nein, jetzt bleibe ich mal ein bisschen in Solothurn und schaue noch ein bisschen mehr Filme, schaue ganz viele Schweizer Filme. Also, Locarno hat gerade eine neue Leitung. Jetzt ist aber gerade ein bisschen rot geworden. Nein, ist okay, ist okay. Und nach Locarno dann eher Cannes oder Venedig? Das schauen wir dann alles. Hä? Das schauen wir dann alles. Genau, aber es ist alles möglich. Es gibt möglicherweise eine riesige Filmstory, dein Leben, oder ein grosses Melodram oder vielleicht eine Geschichte mit absolutem Happy End. Ich wünsche dir viel Glück. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Deinen Namen kann man sich merken und du wirst sicher noch da sein. Morgen Abend im Club etwas, das eigentlich im Kino sehr oft gezeigt wird und dann meistens funktioniert nicht langfristig. Ewige Liebe. Jawohl, die gibt es hier und da, mindestens für eine Zeit lang meistens. Eigene Erfahrungen könnte ich da einbringen. Also, das morgen Abend im Club. Diese Sendung gibt es wieder nächste Woche. Jetzt geht es weiter mit der Tagesschau. Gute Nacht und ganz eine gute Woche.